bin der Marco, bin 33 und bin von Beruf Treuhänder. Das ist eine gute Frage. Ich glaube, es ist ein Dranbleiben. Ich stelle mir so ein bisschen vor, wie Surfen lernen. Ich liebe Surfen und weiß aber eigentlich gar nicht, wie es geht. Aber ich will es unbedingt können. Und ich bin so auf dem Wasser und probiere paddeln. Und ich schaffe es meistens nicht, auf die Wellen raufzukommen. Manchmal, aber nur manchmal, da schaffe ich es und bin auf den Wellen oben. Und dann reite ich die Wellen und es fühlt sich so gut an und so schön. Und ich will allen davon erzählen, wie gut das gegangen ist und wie cool das war. Ein paar Minuten später geht es wieder nicht mehr. Und ich schaffe es wieder nicht. Und ich glaube, mit dem Christsein ist es so ein bisschen ähnlich. Ich versuche, auf dieser Wellen oben zu reiten. Und meistens schaffe ich es nicht. Aber manchmal da klappt es und ich fühle mich so verbunden. Und die Erlebnisse, die ich habe, die tun mir so viel geben, dass ich das nie aufgeben will. Weil ich liebe es. Ich habe mich für Jesus entschieden, weil ich immer wieder so sanfte Berührungen bekommen habe von ihm. Er hat mich immer wieder in gewissen Lebensbereichen hat er mich berührt und ich gesagt, hey, komm, mach's doch mit mir. Und vielmal, nein, ich mache das selber, das passt für mich schon so. Er ist aber immer wieder gekommen und hat nicht losgelassen, hat immer mein Freund sein. Und zu einem gewissen Zeitpunkt habe ich dann wie mal gesagt, okay, ja, ich würde dich mal kennenlernen. Ich habe mich immer näher und verbunden gefühlt mit ihm. Und das hat mich dann dazu bewogen, nachdem er mich dann eingeladen hat, hey, komm doch in meine Familie. Ja, so geändert hat sich äußerlich viel, oder wie man sieht. Nein, eigentlich hat sich äußerlich gar nicht geändert, aber in meinem Herz hat sich. Am Anfang, als ich mich taufen lassen habe ich den Eindruck, ich habe wie so einen Schutz bekommen am Anfang. Es hat mich vieles, was ich nachher Gleiches gemacht habe, hat nicht die gleiche Auswirkung gehabt. Ich hatte so wie einen Schutz gehabt, dass ich gewisse Sachen nicht mehr reingelaufen bin, wo ich vorher reingelaufen bin. Und innerlich hat sich vieles angefangen zu verändern. Nur schon, wenn ich dann mal die Bibel angeschaut habe, und ich lese nicht so gerne, und es ist schwierig, das auch zu verstehen, aber wenn ich mir sicher gelesen habe, habe ich es wie nicht so lange gebraucht, um es zu verstehen, weil ich vieles durchlebt habe. Das hat mir geholfen, um das, was ich eigentlich will, das Beste für mich, und mir will sagen, hey, es bringt es nicht, das zu machen. Du tust dich selber verrennen, habe ich wie schneller kapieren. Und das hat sich verändert, dass ich gewisse Sachen, die ich vorher das Gefühl hatte, das tut mir mega gut, habe ich wie sein lassen, weil ich es verstanden habe, weil er mir gezeigt hat, was wichtig ist und was mir gut tut. Ich bin immer konfrontiert worden, nicht von Menschen, sondern einfach von den Umständen. Und ich glaube, wir konfrontieren Menschen, indem wir einfach mit Jesus unterwegs sind, automatisch. Und das hat Auswirkungen, ohne dass wir etwas machen, uns anstrengen und das Gefühl haben, wir müssen jetzt auf die Straße gehen und alles. Und ich glaube, indem wir mit Leuten unterwegs sind und authentisch sind, wie wir sind, und auch eben von dem erzählen, uns verletzlich machen, ehrlich sind, tun wir automatisch das Evangelium verkünden. Weil er braucht uns in dem hinein, mit unserer Geschichte. Ja, zuerst hat mich gehindert daran, dass ich es gar nicht verstanden habe, was das Evangelium ist. Nachher, als ich es verstanden habe, und das Gefühl hatte, ich habe es ein bisschen verstanden, bin ich mir selber im Weg gestanden, um mich Jesus hingeben, weil ich das Gefühl hatte, ich habe nachher weniger, aber nicht mehr, und eigentlich habe ich mehr.